So, dann beginnen wir nun mit der Diskussion. Ich bitte, bevor ich selber vielleicht eine Frage stelle, das Publikum Fragen zu stellen. Wer möchte eine Frage stellen? Das kann auch Kritik sein. Hier schon die erste. Das ist ein Geschenk. Ja, Schmidt-Söderborn. Ich hätte mal eine Frage, und zwar haben Sie in einer Diskussion mal gesagt, dass Sie sich ein Klima wünschen würden, bei der es begrüßt würde, wenn man heilige Werte kritisiert. Wie sieht es mit dem Klima aus? Ich habe den Eindruck, es wird eigentlich kälter. Das kann man so muss man differenzieren. Also in Deutschland hat sich das grundlegend verändert. Ich kann mich erinnern, das war in den frühen 90ern, Religionskritik zu betreiben. Da wurde man auch, weiß ich, ganz schief angeschaut und man wurde gar nicht eingeladen in Sendungen. Das ging so bis 2007. Da gab es eine Liste von Leuten, mit denen ein Bischof der katholischen Kirche nicht in die Sendung geht. Da stand natürlich Karl Seschner drauf, Ute Ranke Heidemann, die ich vor ein paar Tagen noch getroffen habe. Es war so ein Franz Buckle, der damals noch lebte, und ich. Und es war so, wenn man dann eben in eine Talkshow eingeladen worden ist, dann hat der Bischof gesagt, nein, wenn der kommt oder die kommt, dann komme ich nicht. Und das hat sich total verändert. Also ich wurde immer wieder ausgeladen und 2007 gab es offensichtlich von McKinsey eine ganz andere Strategie für die katholische Kirche. Da habe ich erst eine Diskussion gehabt, das war die erste Diskussion mit dem Bischof und gleich dann auch sogar mit dem Kardinal und dem damaligen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Herrn Lehmann. Und danach habe ich eigentlich alle Bischöfe gehabt. Das heißt, nacheinander. Ja, die haben das alle ausprobiert, ob das gut ist. Und irgendwann haben sie das wieder eingestellt. Ich erzähle das deswegen, weil sich dann etwas Merkwürdiges verändert hat. Also vorher sind die Religionskritiker ausgeladen worden, wenn der Bischof sagte, nee, mit dem gehe ich nicht in eine Sendung. Und jetzt ist es andersrum. Wenn der Bischof sagt, nee, mit denen gehe ich nicht in die Sendung, Inke Matthäus Meyer, das ist ja auch ganz so ein rotes Tuch, dann sagt die Redaktion, ja, dann bleiben sie halt zu Hause. Und das ist eine völlig andere Dimension. Ich kann mich auch noch, das hat sich in den letzten Jahren verändert. 2004, als die Stiftung gegründet wurde, da galt die Giordano Bruno Stiftung als irgendwie, ja, so. Das kann ich dir sagen. Noch heute heißt das Opus Dei der Atheisten. Naja, gut. Nee, aber wir wurden also häufig beschrieben als so, ja, Stimme einer Randgruppe der Gesellschaft. Und seit 3 Jahren hat sich das so verändert, dass wir jetzt gewissermaßen so als Sprachrohr einer aggressiven Mehrheit der Bevölkerung sind, die jetzt die Rechte der religiösen Minderheit einschränkt. Es ist ein komplett anderer Diskurs. Insofern kann man also in Deutschland auf keinen Fall sagen, dass das Klima schlechter geworden ist. Im Gegenteil, es ist sogar fast langweilig geworden. Ich bin vor kurzem bin ich eingeladen worden, glaube ich, 75 Jahre Theologische Fakultät Münster. Und ja, dann bestellen sich einen sogenannten Atheisten ins Haus, obwohl ich ja Agnostiker bin, also ich bin ja nicht mehr so richtig Atheist. Oder das war so, ich bin praktischer Atheist, weil ich an keinen Gott glaube, aber ich kann eben unter dem Begriff Gott nichts verstehen. Es gibt Menschen, die sagen, Gott ist die Liebe und an der Liebe zweifle ich nicht. Ich würde eben die Liebe aber Liebe nennen und nicht Gott, weil es sonst zu Missverständnissen führt. Aber bei dieser Veranstaltung war es eben so gewesen, dass mein Diskussionspartner, also ein Fundamentaltheologe der Universität München, ein ganz berühmter Mann, der sagte, ja, Sie haben ein Anrecht. Ja, und ich bin mittlerweile nicht negativer Theologe. Negative Theologie ist etwas, was es fast nur in Deutschland in dieser Dimension gibt. Und immer mehr Theologen werden jetzt negative Theologen, mit denen man diskutieren muss. Und der Unterschied zwischen einem negativen Theologen, der sagt, ein Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Und einem Nichtgläubigen, der ist nur noch quasi auf der Ebene von Sprachspielen da. Das heißt, man weiß gar nicht mehr, worüber man mit denen streiten soll. Und als sie dann eben das dargelegt hatte,
dass er natürlich nur an einen Gott glauben kann, der mit den Naturgesetzen vereinbar ist. Und dass es die Auferstehung nicht gegeben hat. Und das vor 600 Theologen und Theologiestudenten. Also war eine richtige Festveranstaltung. Das Einzige, was ich fragen konnte, ist, wie können Sie das denn noch katholisch nennen? Ja, weil er hat alles bestritten. Ich bin Feuerbach hat schon vor 150 Jahren gesagt, irgendwann wird die totale Negation des Christentums noch als Christentum ausgegeben werden. Und da sind wir jetzt irgendwie gelandet. Ich fragte also, wie können Sie denn ein Fundamentaltheologe sein, katholisch, in der katholischen Fakultät? Und dann sagte er, und der ganze Hörsaal hat gelacht, aber eigentlich ist es, wie soll ich sagen, man weiß gar nicht, was man dazu noch sagen soll. Der sagte, ja, aber wir Katholiken haben einen großen Vorteil. Ob wir katholisch sind oder nicht, das bestimmen wir nicht wir selbst, sondern das macht die Amtskirche. Und da ich noch nicht ausgeschmissen worden bin ich offenkundig noch Katholik. Ja, also das heißt, da hat sich in den letzten Jahren dramatisch was verändert. Aber das ist natürlich ein Phänomen im säkularisierten Europa. Und wir haben natürlich, wenn man sich diese fundamentalen Probleme der Gegenwart anschaut, ist ja eines dieser Probleme sind ja Gruppenideologien. Und der religiöse Fundamentalismus ist ja eine spezifische Gruppenideologie. Und dieser Fundamentalismus, wie wir ihn heute haben, in der Form, ist natürlich eine Reaktion auf die Modernisierungsschübe, insbesondere im 19. und 20. Jahrhundert. Und also der islamische Fundamentalismus, so wie wir ihn heute kennen, den hat es eben vorher noch gar nicht gegeben. Er ist also ein Rückzugsgefecht. Der Fundamentalismus ist kein Ausdruck der Stärke der Religion, sondern der Schwäche. Der Fundamentalist versucht eben zwanghaft Fundamente zu erhalten, die längst schon ins Wanken geraten sind. Und er bekämpft, das hört sich jetzt psychoanalytisch an, aber manchmal ist es auch wichtig, so zu argumentieren, er bekämpft tatsächlich in dem Frevler, in dem Ketzer, die eigenen Glaubenszweifel, die er sich selbst gar nicht eingestehen mag. Und natürlich werden diese Gefechte unheimlich hart ausgefochten. Rückzugsgefechte sind meistens die brutalsten Gefechte. Die meisten Menschen sind gestorben in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs. Ja, und deswegen haben wir diese Reaktion. Nicht nur beim islamischen Fundamentalismus, wir haben sie auch beispielsweise beim evangelikalen Fundamentalismus in Afrika, wo in vielen Ländern jetzt zum Beispiel die Gesetzgebung verschärft worden ist gegenüber homosexuellen Menschen. Ja, aber das ist ein Ausdruck der Veränderung. Ja, also global gesehen haben wir einen ganz starken Trend zur Säkularisierung und je stärker gewissermaßen diese Errungenschaften der Moderne in der Gesellschaft Einzug nehmen, je stärker dann Rechtsstaat aufgebaut ist, je besser die Technologie ist, je entfalteter die Wirtschaft, desto weniger stark ist das Bedürfnis der Menschen, gewissermaßen sich im Jenseits zu konstruieren als Kompensation für erlittene Qualen im Diesseits. Ja, und das ist ein stabiler Trend, den man überall sehen kann. Also insofern würde ich sagen, das Klima, das hat sich eigentlich verbessert und gleichzeitig hat es sich in mancher Hinsicht dadurch verschlechtert, weil es sich verbessert hat, weil diejenigen, die eben auf der anderen Seite stehen, feststellen müssen, dass die Lampfälle ihnen wegschwimmen, der Gläubigen. Und dann versucht man natürlich mit dem, was man hat, noch zu agieren. Also Hamburg zum Beispiel ist dafür etwas, was man wahrscheinlich in Hamburg nicht so hat, aber was besonders im Süden Deutschlands oder auch in Nordrhein-Westfalen zum Teil passiert, dass man jetzt die Feiertagsregelung wesentlich rigider umsetzt als jemals zuvor. Das heißt, an Karfreitag darf nicht mehr getanzt werden in weiten Teilen Deutschlands. Das haben die sich vorher gar nicht getraut zu machen und sie werden es auch wieder aufgeben. Das ist eben eine Reaktion darauf, dass man feststellt, dass man eben nicht mehr die Deutungshoheit in der Gesellschaft hat. So, jetzt darf ich wieder auffordern zum Fragen. Wo ist jemand? Niemand? Dann frage ich nämlich inzwischen. Ja, wo ist jemand? Herr Kramer. Ich vergesse meine Frage nicht. Ja, Michael, ich war etwas erstaunt, dass bei dir immer so ein Unterschied zwischen Menschen und den Tieren gemacht wurde. Ich habe das jedenfalls so verstanden, ja, der Mensch, was der alles kann und die Tiere nicht. Ich weiß nicht, ob ich dich missverstanden habe, aber gerade in der Evolution ist es ja so, dass jedes Lebewesen ja die Lücke gefunden hat, wo es unschlagbar ist. Denn wenn es unschlagbar gewesen wäre, dann wäre es ja da schon untergegangen. Richtig. Das ist ja eigentlich der Gag an dem Buch. Also dieses Buch ist ja
der evolutionäre Humanismus lebt ja davon und unterscheidet sich von so klassischen Formen des Humanismus, dass wir diese Trennung zwischen Mensch und Tier nicht machen, die ja ohnehin unsinnig ist. Also das wird man in dem Buch auch gar nicht finden, dass zwischen Mensch und Tieren getrennt wird, denn der Mensch ist natürlich ein Tier. Ja, also wir haben jetzt vor kurzem auch eine Kampagne gemacht, das war sogar Zeit-Titelthema, über Grundrechte für Menschen. Und die Gegenreaktion darauf ist ja in der Regel, dass man sagt, ja, der Mensch muss Grundrechte haben, aber Tiere eben nicht. Und da muss man eben darauf hinweisen, dass eben wir Menschen selbstverständlich ja eben auch Tiere sind. Ja? Tiere sind im Unterschied zu Bakterien, Archaeen, Pilzen und Pflanzen in der Lage, ein Bewusstsein auszubilden. Das heißt, es ist kein Gegenargument, dass ein Lebewesen ein Tier ist, sondern die Grundvoraussetzung dafür, dass es Grundrechte bekommen kann, dass es ein Tier ist. Solange wir noch keine Computer gebaut haben, die auch ein Bewusstsein haben. Deswegen, also ich unterscheide immer zwischen Menschen und nichtmenschlichen Tieren und nicht zwischen Mensch und Tier. Aber das Interessante an dem Buch ist, weil ich habe immer den Vorwurf bekommen, ich sage gar kein Humanist, sondern ein Animalist. Ja, weil das ist ja jetzt auch vor kurzem nochmal erschienen, ja, dass ich kein Humanist sei. Aber genau, und andere haben gesagt, wie kannst du denn überhaupt noch Humanist sein, wenn du doch diese prinzipielle Trennung zwischen Mensch und Tier nicht machst? Und ich kann nur deshalb Humanist sein und ich bin deswegen kein Animalist, weil ich eben nicht von Schimpansen, Löwen oder CC-Fliegen erwarte, dass sie bessere Bedingungen schaffen werden für andere Lebewesen. Ich glaube nicht an Tiere, ich glaube an die Fähigkeiten des Menschen, die Welt so zu verändern, dass das Leid, das ja in der Natur unglaublich schrecklich ist. Also die meisten, ich bin ja ein ganz ökologisch denkender Mensch und trotzdem, ich kann mich über kaum etwas mehr aufregen als über Gespräche mit ökologisch denkenden Menschen, weil da häufig eben eine Romantik, eine Naturromantik vorherrscht, die einfach nicht stimmt. Ja, wenn man sich anguckt, was für ein unglaubliches Elend in der Natur vorherrscht. Ja, das ist, ja, dann sage ich, ja, guck mal hier die schöne Entchen und die kleinen Küken hinten dran, 10 Stück, das ist doch wirklich niedlich. Ja, und ich denke dabei, okay, klar, von diesen 10 Küken werden 8 vor ihrer Fortpflanzungsfähigkeit werden auf eine schreckliche Art und Weise umkommen. Das ist die Natur, ja, weil sonst wären die Populationen nicht stabil. Und es gibt fürchterliche Dinge, die passieren, auch eben mit Lebewesen wie Elefanten, die ein Bewusstsein ihrer selbst haben. Wenn man sich einmal angeguckt hat, wie ein Elefantenkind von Löwen gefressen wird, dafür können die Löwen, die sind nicht böse, aber das Leid, das ist unerträglich, das in der Natur existiert. Und deswegen müssen wir uns dieser Unterschiedlichkeit bewusst sein. Wir sind natürlich Tiere, wir sind aber Tiere mit besonderen Eigenschaften, wie jedes Tier auch besondere Eigenschaften hat. Aber eine ganz besondere Eigenschaft, die wir haben, die so noch nicht in der Natur vorgekommen ist, ist, dass wir eine ganz besondere Theory of Mind entwickelt haben und dass uns die Natur, die Evolution darauf trainiert hat, Empathen zu sein. Mitzufühlen, wie etwas andere durchmachen müssen. Also genauso wie Raubkatzen darauf trainiert worden sind, so schnell zu sein und so kräftig. Ja? Da sind wir darauf trainiert worden, Teamplayer zu sein. Das macht den Menschen entscheidend aus. Und das ist ein Grund für unseren evolutionären Vorteil. Und man kann das an vielen Phänomenen feststellen, also komplex, ja, an der Struktur unseres Gehirns. Das Spiegelneuronsystem der Menschen ist unglaublich kompliziert. Aber auch an ganz einfachen Dingen, ja, wie unseren vielen Gesichtsmuskeln, mit denen wir unsere Gefühle ausdrücken können, sodass andere die nachvollziehen können. Oder, was ich phänomenal finde, man muss sich vorstellen, welche Selektionskräfte da am Werk gewesen sein müssen. Wir sind ja die einzigen Primaten, die einen weißen Augenhintergrund haben. Schon mal den Schimpansen, Gorilla angeguckt, die haben alle braun. Wir sind die einzigen mit weißem Augenhintergrund. Und der einzige evolutionäre Vorteil, ich meine, das hat jeder Mensch, der muss einen starken Selektionsdruck gegeben haben, dass wir das ausgebildet haben. Und der einzige Grund dafür ist, dass man eben, wenn jemand, also ein Lebewesen einen weißen Augenhintergrund hat, kann man eben aus der Entfernung sehen, wohin er schaut, wie er irgendwo hinschaut. Also all das sind Selektionsprozesse gewesen, die uns eben zu so starken Teamplayern gemacht haben. Und genau diese Fähigkeit, uns in andere hineinzuführen, kann eben auch dazu führen, dass wir hat schon dazu geführt, dass wir die Art sind, die
sich am meisten Gedanken machen kann über die Empfindungen von Lebewesen, die außerhalb unserer Art sind. Ja, wir sind, da will ich den Menschen nicht schönreden und gut reden, aber es ist eben ein bestimmter Selektionsdruck, der uns eben zu ethisch denkenden Tieren gemacht hat. Der nächste bitte. Michael, ich möchte nochmal auf den Schluss des Buchs zu sprechen kommen. Und zwar heißt es da Amen, in Anführungszeichen. Das hat mich natürlich etwas irritiert. Ich habe dich schon vor einigen Jahren kennengelernt und deine Bücher gelesen und sie haben mich weitergebracht. Ich bin sehr katholisch geprägt und fand es immer als Befreiung. Und jetzt kommt dieses irritierende Amen ganz zum Schluss. Ich glaube, dass viele religionskritische Menschen da so ihre Probleme mit haben. Vielleicht kannst du da nochmal näher drauf eingehen und das nochmal näher erklären, warum du ein Glaubensbekenntnis an den Schluss setzt und das auch noch mit diesem Wörtchen krönst. Also man hat ja hier gemerkt, und das ist bei jeder Lesung gewesen, also selbst hier im kühlen Norden, also wenn ich das Amen sage, lachen alle. Und genauso ist dieses Amen auch gemeint. Ich meine, Amen heißt nur, so ist es. Amen wurde auch in einer anderen Hinsicht verwendet, nicht nur im religiösen Kontext. Mein Amen im Buch ist tatsächlich auch in Klammern gesetzt, da gibt es eine Fußnote dazu, die das erklärt, warum ich das benutzt habe. Ich habe mir natürlich wieder Gedanken gemacht darüber, ob man da was anderes, so ist es. Ach, das ist aber nicht schön. In dem Buch schreibe ich ja auch, warum Kunst so wichtig ist, ja, und worauf man auch bei PR für religionsfreie säkulare Anliegen achten muss, nämlich dass man nach einer teuren, nach einer schönen Form sucht. Und Amen ist ein wunderschöner Abschluss davon. Es ist die Konversion. Also es ist doch nicht etwas, was aus dem religiösen Kontext kommt, es wird notwendigerweise schlecht. Es gibt viele Dinge im religiösen Kontext, die eigentlich ganz sinnvoll sind. Also eines der großen Probleme, die ich hier beschreibe in dem Buch, auch schon im vorgegangenen Buch, ist unser Zinseszinssystem. Ja? Und jede Hochreligion hat Zinseszins verboten. Man durfte nur von dem Nichtgläubigen, von dem Andersgläubigen Zinsen abverlangen. Und das hat Gründe gehabt. Weil natürlich sind Religion kulturelle Schatzkammern der Menschheit. Da hat man sehr viel Erfahrung durch über Jahrtausende gegenüber. Und deswegen sind da wesentliche Elemente drin enthalten, die auch richtig sind. Wir müssen sie eben nur rausstellen. Wir müssen wirklich eine Konversionspolitik machen. Ja, wie wenn man einen Rüstungsbetrieb in einen zivilen Betrieb umrüstet. Ja, müssen wir versuchen, eben, dass wir das, was in der Religion gut ist, dass wir das rausnehmen und daraus was anderes machen. Das habe ich eigentlich versucht, in all meinen Büchern zu tun. Bei Jenseits zum Guten Böse geht es ja letztlich um die Frage der Beichte, ja, nämlich um die Frage der Schuld. Ich löse das völlig anders auf, genau gegenteilig auf, wie das in der religiösen oder katholischen Tradition ist, aber die Perspektive auf ein wichtiges Problem, das kann man schon eben sehen in dieser religiösen Tradition. Und das Gleiche war auch mit den 10 Geboten und den 10 Angeboten. Dadurch, dass ich eben nur ein Ander vorgesetzt habe, hat es eine völlig andere Dimension bekommen. Aber es ist natürlich aus dem religiösen Kontext heraus destilliert worden. Und das fand ich eben bei dem Glaubensbekenntnis am Schluss eben auch gut und richtig. Das hat mir jemand gesagt auf einer Veranstaltung vor einiger Zeit nochmal: Ja, Herr Schmidt-Salomon, also ich kann das nicht verstehen, Sie glauben ja wirklich an den Menschen. Ja, und das ist Vorwurf. Und da ist mir klar geworden, ein Humanist muss an den Menschen glauben. Wenn wir nicht in der Lage sind, zumindest in der Entwicklungsfähigkeit unserer Spezies zu glauben, können wir keine Humanisten sein. Ja, das ist die Grundlage des Humanismus. Und deswegen, da das ja hier gewissermaßen ein Finale ist, eines Zyklus, den ich mit dem Manifest begonnen habe, dann über Jenseits zum Guten Böse, zu diesem Scherzo, keine Macht den Doofen geführt habe. Deswegen musste an diesem Schluss, wie in der Symphonie, da kommt eine Coda, und deswegen kommt hier eben am Schluss auch so eine Coda, ein Credo. Ich fand das eben ästhetisch stimmig und auch inhaltlich richtig. Das ist der Grund. Es gibt ja noch andere solche Begriffe, bevor ich das dazwischen schieben, nämlich Spiritualität und Gefühle, die alle religiös stark belegt sind, und wenn man sie benutzt, und du benutzt sie auch, dann musst du sie eigentlich erstmal erklären. Das ist eine Frage, ist das nicht so? Ja, man muss jeden Begriff erklären, denn die Menschen streiten sich häufig mehr über Begriffe als über Worte und nicht über Inhalte. Und das ist etwas, was hochgradig
Ja, ich habe es ja eben kurz mal ausgeführt an dem Begriff Gott. Ja, wenn jemand sagt, Gott ist die Summe allen Seins im Kosmos oder Gott ist die Liebe, dann sage ich, okay, ich habe jetzt keine inhaltlichen Gründe, deinen Gott anzugreifen, aber ich habe gute Gründe darauf hinzuweisen, dass es wahrscheinlich vernünftiger wäre, die Liebe als Liebe und den Kosmos als Kosmos zu bezeichnen und nicht beides als Gott, weil das eben zu Missverständnissen führt. Deswegen muss man durch jeden Begriff erklären. Ja, und ich versuche das ja auch in dem Buch immer wieder, indem ich Differenzierungen vornehme und diese Begriffe aus ihrem Kontext herauslöse oder eben das Richtige aus diesem Kontext mitnehme in mein Konzept. Ich verstehe das jetzt auch sozusagen als ein Statement gegen Zynismus. Aber ich stelle jetzt mal eine zynische Frage, um zu schauen, wie Sie dem dann entgegnen. Was habe ich denn davon im Hier und Jetzt, dass die Menschheit vielleicht irgendwann mal den Planeten rettet? Ja, auch da gilt ja der Satz, ein Wozu des Lebens kann helfen, mit dem Wie des Lebens klarzukommen. Also Albert Camus hat sich sogar Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen können, weil er ein Ziel hat. Ja, und ich würde das modifizieren, dieses Bild des Sisyphos, der immer den Stein hochrollt. Wenn der weiß, je öfter der Stein hochgerollt wird, ja, und vielleicht kommt eine neue Generation von Sisyphos, die dann den Stein auch hochrollen wird, der Stein verliert immer mehr beim Rollen an Substanz und irgendwann wird es sehr leicht sein, diesen Stein hochzurollen. Und ich glaube, dass das hilfreich ist und man hat was davon. Das habe ich ja schon auch hier in dem Buch, aber vor allen Dingen schon im Manifest des Evolutionären Humanismus geschrieben. Der clevere Egoist ist Altruist, ja, weil er weiß, dass sein Leben eben nicht sinnlos ist. Er kann seinem Leben einen Sinn geben, weil er eine Aufgabe hat und weil er sich vorstellen kann, dass er Teil einer Bewegung ist, die letztlich, auch wenn man selbst nicht ins Ziel einlaufen kann. Und er gehört aber zu den Leuten, die den Staffelstab übergeben haben. Und das kann einem Menschen, da wir einfach evolutionär so korrekt geworden sind, Sinn geben. Ja? Und wenn ein Leben sinnvoll erscheint, wenn man das Gefühl hat, dass mein Leben ist nicht vergeblich, sondern es hat neben allem schön, ich bin ja auch ein Hedonist, ja, das Leben muss auch Genuss sein, aber die Erfahrung hat Karl Marx als 17-Jähriger geschrieben bei seinem Abituraufsatz. Karl Marx schrieb, die Erfahrung preist den als den Glücklichsten, der die meisten glücklich gemacht. Denn dann genießen wir keine arme, eingeschränkte, egoistische Freude, sondern unser Glück gehört Millionen, und dann wird es sehr pathetisch, und unsere Asche, unsere Taten leben ewig wirkend fort, und unsere Asche wird benetzt in der glühenden Träne edler Menschen. So hat Karl Marx tatsächlich sein Abiturthema Gedanken eines Jünglings beim Wahl seines Berufes enden lassen. Aber dahinter steckt eine große Weisheit. Und wir wissen aus der Glücksforschung, dass das stimmt. Also die Menschen sind am glücklichsten, die drei Elemente zusammenbringen. Also darüber habe ich in Jenseits von Gut und Böse geschrieben. Das erste Element ist der sinnliche Genuss. Also jemand, der sich nicht schuldig fühlt, dass er sinnlich genießen kann, hat schon mal eine wichtige Strategie erkannt. Das ist das Epikureische sozusagen. Das zweite ist, und auch das hat so Epikur, im Prinzip hat alle drei schon los. Das zweite ist, dass man sich verwirklicht, dass man über sich selbst hinaus wächst. Denn dieses Gefühl, etwas immer besser zu können, ist etwas, womit wir mit Glücksgefühlen belohnt werden. Auch das hat eine evolutionäre Geschichte, brauche ich hier nicht auszuweisen, warum das so ist. Aber wir werden eben nicht belohnt dafür, wenn wir nur da rumsitzen und Cocktails trinken. Tatsächlich sind Menschen glücklicher, die mit halb erfrorenen Finger einen Berggipfel erreichen, als jemand, der ganz entspannt mit einem Cocktail in der Hand neben dem Swimmingpool sitzt. Also unsere Hirnchemie. Nee, es geht natürlich nicht für den Gipfel, es ist aber ein anderer Gipfel, den wir erreichen wollen. Es sind bestimmte Ziele, bestimmte Fertigkeiten, die wir trainieren, und das macht uns glücklich. Also das ist das Zweite. Das Erste ist eben hedonistische Freude, Sinn und Genuss, Sinnlichkeit. Das Zweite ist eben das Verwirklichung
der eigenen Talente, das Ausbauen der Möglichkeiten, die in einem selbst liegen. Und das Dritte ist eben etwas zu finden, was über das eigene private Erleben hinausweist. Also etwas zu finden, was nicht nur mich selbst glücklich macht, sondern auch andere glücklich macht. Oder was zumindest Leid minimiert. Also das hat auch Peter Singer in einem sehr guten Buch mal beschrieben, dass eben viele Menschen, die sich angeblich aufopfern für andere, tatsächlich eben glücklichere Menschen sind. Also wenn man die untersucht, jemand, der sich für irgendetwas engagiert, der wird dadurch eben belohnt, weil er weiß, dass sein Leben nicht vergeblich ist, dass er nicht nur Müllberge hinterlassen wird, sondern irgendetwas, was auch für andere von Bedeutung gewesen ist. Und diese 3 Glücksstrategien, wenn die zusammenfallen, also wenn man ein hedonistischer, sich selbst verwirklichter Altruist ist, dann ist man der wirklich clevere Egoist. Und deswegen hat man auch, um auf die Frage zurückzukommen, einen riesen Vorteil, wenn man sich in diese Tradition stellen kann, von der man denkt, annimmt, positiv erwartet, dass sie irgendwann mal wirklich eine Veränderung hervorrufen wird, die gewaltig ist. Ja, dann diese Nonne, die heilige Teresa passt nicht in diesen Begriff, weil sie hat sich für andere geopfert, aber nicht die Sinnesgenossen. Mutter Teresa. Ja, Mutter Teresa. Ja, aber sie hat eine Sache gedient, sie hat es natürlich auch auf der Basis problematischer Vorannahmen getan. Das hat leider den Leuten nicht geholfen, aber das wäre ein eigenes Thema. Ja, okay, ich stimme diese 3 Sätze. Was mir ein bisschen theologisch scheint, ist der Mensch als Immunabwehr der Erde. Weil das ist ein Begriff, den man so nehmen kann, aber das ist ein bisschen außerhalb der Erfahrung. Und ich würde sagen, das ist was mir ein bisschen fällt in den ganzen Vortrag. Das Buch habe ich gekauft, aber nicht gelesen. Muss ich heute gekauft. Ist das ein bisschen wie dieser Candide von Voltaire. Ne? Ich glaube, der mögliche Welt. Und das leider die Erfahrung der letzten Monate und Tage ist nicht diese. Und was mir fällt, ist diese Aufforderung zum Kampf gegen diese Teil der Menschheit, weil das sind Menschen auch, als dieser Teil der Menschheit, die uns ständig manipulieren. Könntest du das in Form einer Frage stellen? Nee, das ist keine Frage. Deswegen habe ich so. Nee, das ist eine Kritik, das ist völlig in Ordnung. Finde ich super. Das ist ein Moment, um ein bisschen weiter zu erklären. Zum Beispiel in die Medien hier in Deutschland, in Spanien und fast in die sogenannte westliche Welt, ich weiß nicht genau, was das ist, aber es gibt es diesen Begriff. Zum Beispiel Venezuela. Venezuela hat jetzt meine sehr gute Politik und ich möchte jetzt nicht erklären, aber in die Presse, was erscheint, ist die Proteste der anderen. Und dieses Regime ist als Diktatur bezeichnet, obwohl ein Produkt der Wahl ist und weiter die Leute protestieren und haben Zeitungen, Fernsehen und so weiter. Und gegen diesen Teil der Menschen, weil sie sind auch Menschen wie wir, ist was mir fällt in die ganze Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich verständlich ich habe verstanden. Also man muss ja sehen, dass dieses Buch quasi die Fortführung eines Buchs ist, das mit der Menschheit und den Macht auch in der härtesten Form abrechnet. Also der Süddeutschen hat gestanden, dass das schlimmste Menschheitsverrissbuch, das jemals geschrieben worden ist. Das ist eben, diese beiden Bücher stehen ganz eng miteinander zusammen. Das ist Keine Macht den Doofen. Und da gibt es natürlich einen Aufruf gegen diese Internationale der ewig Gestrigen, der Engstirnigen, die wirklich alles zunichte machen, was man zunichte machen kann. Also das ist natürlich durchaus in meinem Ansatz drin. Nur, um das dann leisten zu können, darf man eben nicht in der zynischen Perspektive bleiben, die eben das Keine Macht den Doofen Buch ausgemacht hat. Ich
der ich mich ja ganz bewusst auch ausgeliefert habe. Also ich habe mir, bei Keine Macht in Doof meine Vorbereitung auf dieses Buch bestand darin, dass ich Schopenhauer in der Hand hatte und im Nachmittags dann Talkshows geguckt habe, die merkwürdige Gestalten, die offenkundig der gleichen Spezies angehören wie ich, gezeigt haben. Und da hat sich in mir diese Wut natürlich aufgebaut. Nur, wenn wir genau hinschauen, natürlich braucht es Solidarisierung und braucht es Politik und müssen sich Menschen zusammenschließen. Darum geht es ja, sonst würde ich die Bücher gar nicht schreiben. Nur wir sollten es eben nicht mit diesem moralischen Impetus machen. Also diese 0,14% der Menschheit, ja, die so reich ist, das sind ja keine bösen Menschen. Die haben das nicht gemacht, weil sie die anderen notwendigerweise auf den Kosten der anderen leben wollen, sondern weil wir ein schlecht konfiguriertes ökonomisches System haben, das notwendigerweise zu solchen Umverteilungen führt. Und deswegen ist meine Argumentation in jedem dieser Bücher immer absolut antimoralisch. Ja, und meine Bücher sind kämpferisch. Natürlich sind die kämpferisch, aber sie sind niemals in dem moralischen Sinne kämpferisch, in diesem Empörungssinne. Denn ich glaube nicht, dass die Trennlinie, die Konfliktlinie in der Welt zwischen Gut und Böse existiert, sondern es existiert ja zwischen Klug und Blöde. Und dafür kann man, dafür sind die Individuen sind letztlich da nicht schuld, sondern die Systeme, die Menschen jeweils so konfigurieren, dass sie innerhalb des Systems gar nicht anders agieren können, einzelne agieren. Ja, also es ist ganz sicherlich dieser kämpferische Aspekt da drin. Es ist auch nicht so, dass ich schildere hier die beste aller Welten, worüber sich Voltaire lustig gemacht hat mit seinem Candide. Also wenn man sich die beiden Bücher anguckt, also das ist eher der Ausschlag eher in Richtung Schopenhauer. Schopenhauer hat ja gesagt, wir leben nicht in der besten aller Welten, sondern in der schlechtesten aller Welten. Wäre die Welt auch nur einen kleinen Hauch schlechter, könnte sie gar nicht existieren. Ja, also es ist also kein Buch, das jetzt irgendwelche Rosa-Rot-Zeichnungen machen würde. Und wie gesagt, wenn das hier zu nett und freundlich daherkommt, das Buch, dann sollte man eben das Buch vorher lesen, Keine Macht in Doof. Ist auch sehr günstig. Ja, dann bitte, Göring. Ich habe sie mir gerade beide gezogen. Ich werde sie genießen, nacheinander wegzulesen. Aber das war nicht meine Frage, sondern du hattest vorhin den Zynismus nochmal angesprochen, beziehungsweise bist du auch angesprochen worden, und du hattest dich vorhin auch schon über die Rolle von Künsten so ein bisschen sehr positiv geäußert, wie du das ja an verschiedenen Stellen schon gemacht hast. Und im Grunde genommen würde ich dir zustimmen, aber ich bin vor einiger Zeit schon über etwas gestolpert und habe es neulich auf Facebook gepostet. Ich habe das Säume-Zitat ein bisschen zweckentfremdet. Wo Musik ist, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen kennen keine Lieder. Horst Wessel. Das habe ich hochgeladen. Und das hat für eine sehr, sehr lange und intensive Diskussion gesorgt. Verständlicherweise sollte es ja auch. Aber wie gehst du mit sowas um? Du hast vorhin in der technologischen Entwicklung von großen Fehlern gesprochen, die Menschen gemacht haben, und es ist ja auch gerade Kunst und Musik ganz häufig vielleicht missbraucht worden, um religiöse Inhalte zu transportieren. Jetzt sei als Beispiel meinetwegen Bob Marley genannt, oder wenn wir uns über Hochmusik unterhalten, Richard Wagner. Ja. Wie gehen wir mit sowas um? Wie gehst du mit sowas um? Was hast du für ein Statement dazu? Ja, zunächst einmal, dadurch, dass Kunst ein so wichtiges Medium ist für die soziale Verständigung innerhalb von komplexen Systemen, ist es natürlich auch immer so gewesen, dass Machthaber Kunst genutzt haben. Und ich meine, Künstler sind ja nicht per se die klügeren, weltoffeneren Menschen. Häufig war ja das Gegenteil der Fall. Aber es gibt natürlich den Anspruch an Kunst, dass man, also Schiller schrieb ja mal, ein Künstler ist immer Sohn seiner Zeit, aber stimmt für ihn, wenn er ihr Zögling ist. Eine mildtätige Gottheit entreiße dem Künstler seiner Zeit und nähere ihn am Busen eines besseren Zeitalters. Denn ist eben dieses Konzept von Kunst als normative Kraft des Kontrafaktischen, also etwas, was die Jetztzeit überschreitet und etwas sinnlich macht, was noch gar nicht sonst in Begriffen fassbar ist. Und das hat Kunst ja auch immer getan. Nur kann das eben in die eine oder andere Richtung ausgedeutet werden. Und wenn wir uns jetzt konkret den Fall Wagner angucken, oder konkret die Musik und den Fall Wagner, kann man ja, wahrscheinlich haben die meisten schon mal Chaplins Großen Diktator gesehen.
In Chaplins großen Diktator wird die gleiche Musik aus dem Lohengrin-Vorspiel von Wagner an zwei markanten Stellen benutzt. Das eine Mal, das ist die berühmte Szene, wo Hitler mit dem Globus tanzt. Ja, das ist diese wunderbare Musik aus diesem Vorspiel von Lohengrin. Da gilt, diese Musik ist ein Zeichen der Allmachtsfantasien des größten Wahns von Hitler. Und am Schluss hält ja dieser jüdische Friseur, der eben wie Hinkel aussieht, seine große humanistische Rede, ja, die vieles von dem enthält, was humanistische Verbindungen, also könnte eigentlich in jeder humanistischen Zeitung abgedruckt sein, was Chaplin da als Moral von der Geschichte seinem Publikum weitergibt. Und genau bei dieser Rede, wo die Menschheit und es gibt keine Rassen und wir müssen alle zusammenhalten, wird genau die gleiche Musik von Richard Wagner benutzt. Und das deutet eben darauf hin, dass diese Musik eben nicht so eindimensional ist wie ihr Schöpfer. Ich meine, so eindimensional war Wagner auch gar nicht. Aber nehmen wir mal an, Wagner wäre eindimensionaler gewesen und er hätte tatsächlich nur das gemeint, was Hitler ausgedruckt hat, also Hinkel in diesem Tanz ausgedruckt hätte. Aber seine Musik ist klüger als er selbst. Denn sie drückt etwas aus, was tiefenpolitisch einfach eindeutig ist, aber realpolitisch vieldeutig. Ja, man hätte diese Rede von Hitler, von diesem jüdischen Friseur, diese humanistische Rede, wie auch den Tanz von Hinkel, nicht mit Mozarts Nachtmusik unterlegen können, hätte nicht gewirkt und genauso wenig mit irgendeiner Schöpfung von Dieter Bohlen. Ja. Es hätte nicht, weil man braucht hier eine Musik, die quasi sehnsüchtig den Ist-Zustand der Welt überschreitet. Und was das bedeutet, diese Überschreitung, das ist in der Musik selbst gar nicht kodiert. Es ist nur kodiert, hier ist eine Sehnsucht ausgedrückt. Und insofern können wir eben selbst mit Kunst wunderbar umgehen, die eigentlich ganz anders gemeint war. Ja, weil sie eben so vielschichtig ist. Karl-Heinz Deschner war einer der größten Kirchenkritiker vielleicht aller Zeiten, also zumindest in der deutschen Geschichte. Und sein Lieblingskomponist war einer der katholischsten Komponisten, die es jemals gegeben hat, nämlich Anton Bruckner. Das scheint also kein Gegensatz zu sein, sondern ganz im Gegenteil. Wenn man die Texte von Karl-Heinz Deschner liest, stellt man fest, dass er ähnliche Phraseologien benutzt hat, ähnlichen Aufbau, ähnliche Sequenzierung, wie das in Bruckner-Sinfonien stattfindet. Ja, also das heißt, das ist eben mehrdeutig und damit müssen wir einfach umgehen und wir sollten uns große Kunst nicht dadurch vermiesen lassen, dass ihre Schöpfer Idioten waren. Die nächste Frage. Völlig stimme ich überein mit den dargestellten Prinzipien Epikurs, wobei er ja vom Tetrapharmakon spricht, also 4 Prinzipien nennt. Nicht verständlich ist mir, was Sie zuletzt erwähnt haben, diese Dichotomie in kluge und blöde Leute, die wesentlich sozusagen das Geschehen bestimmen, also diese 0,14%, die aber nicht einen Willen haben, Böses tatsächlich zu betreiben. Also ich denke zum Beispiel an die Anti-AKW-Bewegung. Was für Nebelkerzenmaschinerie-Systeme sind in Gang gesetzt worden, um unsere Bevölkerung glauben zu machen, über Jahrzehnte, Atomkraft ist sicher, sauber und billig. Wer redet denn heute noch davon? Das gilt im Sinne der Aufklärung nur, weil es bis hin zu kleinen Gruppen im Braunschweiger Land, im Weltland und so weiter auf einem hohen theoretischen Niveau Aufklärung betrieben wurde. Und der gute Karl Marx, den Sie ja auch erwähnt haben, hat wundervoll dargelegt, wie darunter liegend eben bestimmte Interessen betrieben werden. Und das passt nicht richtig zusammen. Diese Herrschaften wussten ziemlich genau, was sie machen. Also ich werfe mal hier nur das Stichwort Kalkar rein. Kalkar, der schnelle Brüder, ist eine Industrieruine, an der sozusagen die ganze noble westdeutsche Großkonzernfamilie beteiligt war. Es ist nie irgendetwas produziert worden dort. An dem Tag, an dem der Forschungsminister Riesenhuber nach der Wende sagte,
Jetzt sollte aber mal die Industrie auch die Hälfte der Subventionen tragen. War stillschweigend, weil seit Jahren klar war, ein schneller Brüder funktioniert nicht atomphysikalisch. Also das wäre die Kritik meinerseits. Also wie gesagt, ich gehe, keine macht den Doofen genau auf diesen Fall auch ein und auch diesen merkwürdigen Ausstieg und den Ausstieg aus der Ausstieg, aus dem Ausstieg und den Ausstieg aus dem Ausstieg, aus dem Ausstieg. Natürlich gibt es Interessen, das will ich gar nicht bestreiten. Aber es ist eben nicht so, dass es diese, also aus der klassischen Perspektive gibt es ja häufig Verschwörungen in irgendwelchen Hinterzimmern, da wird geregelt, wie die Gesellschaft abläuft. So klug sind wir nicht. Also das finde ich eine Überschätzung unserer Spezies. Keine macht den Doofen, nimmt quasi den Satz von Marx auf und dreht ein bisschen um. Also die herrschende Dummheit einer Zeit ist stets auch die Dummheit der Herrschenden. Das heißt, es ist nicht so, dass da die klugen Leute sitzen, die es eigentlich erkannt haben und wissentlich. Natürlich gibt es Strategien und es gibt Lobbyismus, was ich auch kritisiere, aber das sind quasi Produkte unseres Systems. Es ist nicht unsere Art des Wirtschaftens, unseres Produzierens, unsere Politik ist nicht intelligent designt worden. Es gibt kein intelligentes Design in der Natur und es gibt auch kein intelligentes Design in unserer Art, wie wir Ökonomie und Politik betreiben, sondern die Dinge sind einfach passiert. Da haben sich irgendwelche Interessen zusammengetan und daraus sind irgendwann Systeme entstanden, sind Institutionen entstanden mit einem eigenen Interesse. Und das versuche ich eben in dem Buch darzulegen, dass vieles eben auf etwas, auf ein Phänomen zurückgeht, das ich Schwarmdummheit nenne. Die meisten reden ja von Schwarmintelligenz. Mir scheint Schwarmdummheit das beachtenswertere Konzept zu sein. Und zwar ist es genau das Gegenteil, was wir in der Natur feststellen können. Bei den Ameisen resultiert aus der individuellen Beschränktheit der Ameisen eine kollektive Intelligenz. Beim Menschen resultiert aus der individuellen Intelligenz eine kollektive Beschränktheit. Nur gemeinsam sind wir richtig doof. Ja, nur in der Masse tun wir solche Dinge, die das Individuum niemals tun würde. Keiner von uns würde persönlich Ressourcen unter Einsatz seines Lebens schöpfen, ja, darum kämpfen, möglicherweise mit der Gefahr, das eigene Leben zu verlieren, und dann diese mühsam erbeuteten Ressourcen innerhalb kürzester Zeit in Müllberge verwandeln, die lange Zeit hinweg quasi uns und unsere Nachkommen schädigen. Alleine käme man nicht auf die Idee. Nur in Systemen, die gewissermaßen Systemzwänge haben, die uns dazu bringen, etwas zu tun, was innerhalb des Systems total vernünftig ist und total logisch und zweckrational, aber außerhalb des Systems irrational. Nur in diesem System agieren wir so. Das ist etwas, was Michael Braungart, der jetzt eben leider gehen musste, wirklich wunderbar dargestellt hat. Wenn man das Falsche perfekt macht, dann macht man das perfekt Falsche. Dann strengt man sich an, ja, um die Bedingungen des Systems zu erfüllen, und was dann dabei rauskommt, ist unglaublich blöde. Und deswegen ist das ein Problem, dass wir eben schlecht konfigurierte soziale Systeme haben. Wir müssen da einsetzen und eben nicht moralisch argumentieren und sagen, ja, der Uli Hoeneß ist schuld. Der Uli Hoeneß ist das ist eben marxisches Denken. Er ist eben genau das, was er sein muss. Er ist ein Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse. Und da, wo er, und die sind wir alle, ist keiner von uns ausgenommen. Und da, an der Stelle, wo er in dem Subsystem integriert war, war das etwas, wo seine Kollegen gesagt haben, seine Freundin gesagt haben, spinnst du, wenn du das nicht machst? Ja, das ist einfach total logisch. Das ist nicht, weil er sich irgendwie überlegt hat, aus freien Stücken, losgelöst von Naturzusammenhang, ja, jetzt will ich mal richtig böse sein und die deutsche Steuer, sondern es war einfach innerhalb dieses Denksystems, in das er hineinsozialisiert worden ist, die scheinbar rationale, aber denkbar blödeste Entscheidung, die er getroffen hat. Und deswegen sollten wir eben nicht moralisieren, sondern wir müssen genau nüchtern uns diese Systeme angucken, die eben dazu führen, dass eben diese 0,14% immer reicher werden, und das ist für die gar nicht gut. Das ist ja genau das, was ich auch darstelle. Also das ist ganz wichtig. Wenn man denken könnte, davon hätten die was, ja, dann wäre das ja noch anders, aber es ist irrational. Denn je höher das Einkommen wird, je höher das Vermögen wird der einen, desto größer werden die Schulden der anderen. Und wenn die Schulden astronomische Dimensionen erreichen, weil die Vermögen astronomische Dimensionen erreichen,
dann können die Schulden nicht mehr gedeckt werden und damit ist das Vermögen nichts mehr wert. Es ist ein Nullsummenspiel, das hier gespielt wird. Das ist die Reichsten der Reichen hätten eigentlich ein Interesse, ihr Kapital abzugeben, weil das Kapital, das sie haben, sonst nichts mehr wert ist. Wir werden die Situation, wenn das nicht gelingt, aus dem Kapital weniger, das Kapital vieler zu machen, werden wir feststellen, dass diese Vermögen zu nichts zusammenschrumpfen. Das ist nicht das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, sondern es passiert dauernd. Andauernd haben wir Schuldenschnitte, haben wir Kriege, weil eben unser ökonomisches System so schlecht konfiguriert ist. Das heißt, es ist nicht mal so ein Interesse der Reichen, reich zu sein. Also ich denke, eine der Sachen, die ganz wichtig ist, dass vieles von dem auch Nebeneffekte sind und dass man nichts haben kann. Man kann auch keine wirksame Medizin haben, die keine Nebeneffekte hat. Und dass man sich genau ansehen muss, was sind eigentlich die Nebeneffekte und was bedeutet das eigentlich. Denn man muss zum Beispiel sagen, dass der Handel wird von dem Steven Pinker in dem Buch Gewalt als einer der Faktoren genannt, die dazu geführt haben, dass wir nicht mehr Nullsummenspiele treiben, sondern Positivsummenspiele und damit auch zum Frieden der Menschheit beigetragen hat. Und das hat aber eben auch den Nebeneffekt, dass eine kleine Gruppe immer reicher geworden ist. Und man muss auch einfach sehen, dass zwei Zitate, das eine ist von Kostolany, der gesagt hat, ich kenne sehr viele Menschen, die mit 40 10-mal so reich sind wie mit 20. Aber ich kenne keinen, der 10-mal so glücklich ist. Und andere Sache, Warren Buffett beispielsweise ist dabei, sein ganzes Vermögen eben wieder zurückzugeben, weil er genau diese Lehre, die du eben gesagt hast, auch gezogen hat und gesagt hat, ich muss das machen. Also wir sind durchaus in der Lage dazu zu lernen, aber wir sind häufig auch müssen wir Fehler begehen, um etwas lernen zu können. Und manche dieser Fehler sind tatsächlich nahezu unvermeidbar. Das heißt also, die werden gemacht, obwohl man es vielleicht besser wüsste, aber trotzdem, man muss sie machen, um daraus wirklich lernen zu können. Also es ist leider so, dass viele Menschen aus den Fehlern mehr lernen, als daraus zu glauben, man würde es richtig machen. Und ich denke, das ist also auch so ein Aspekt, der eine große Rolle spielt. Ja, wir müssen auch ein bisschen in die Zeit denken. Okay. Wir haben 22 Uhr und ich würde, wenn es sehr drängt, dann würde ich vorschlagen, nach einer Frage, die ich noch jetzt zulasse, dann gibt es ein Treffen in der Schifferbörse. Da habe ich 30 Plätze reservieren lassen. Wenn das also beendet ist, sollten wir da hingehen, aber eine Schranke gibt es auch dort. Ab 23 Uhr gibt es kein Essen mehr. Also wir sollten uns dann doch ein bisschen entschuldigen, dass ich das etwas beschränke, aber wir kommen uns nicht weiter, also bitte Fabian. Und danach würde ich sagen, Schifferbörse oder einen schönen Abend. Schifferbörse, das liegt gegenüber dem Hauptbahnhof neben dem Hotel. Oder was war die Frage, bitte? Was war die Frage? Signierung. Ja, ich signiere noch. Ja. Danach wird noch signiert. Ja, dann verzichten Sie aufs Essen. Ja, Sie möchten mal in Ihrem Buch diese großartige Entwicklung der Menschheit auf den Gebieten der Technik, der Kunst und der Kultur, der Ethik. Dabei gehen Sie recht zentriert auf Europa und auf die westliche Welt vor. Bei der Technik, bei der Ethik ist das vom Thema her klar und einsichtig, aber gerade auf dem Gebiet der Kunst, der Kultur, der Musik gibt es ja auch so viele andere Beispiele aus anderen Teilen der Welt, die man hätte heranziehen können. Die Literatur Japans, Indiens, die kulturelle Vielfalt des afrikanischen Kontinents. Warum haben Sie den Schwerpunkt hierbei auf die sogenannte westliche Welt gelegt? Ich beantworte die Frage jetzt als erste. Ich schreibe in dem Buch, dass das eben überall Tradition, ich gehe schon drauf ein, auf diesen unglaublichen, auch technologischen Input, der aus China kam und aus den arabischen Ländern. Das steht schon im Buch. Also das ist nicht, man hätte es natürlich mehr machen können, das ist absolut richtig. Übrigens auch was Ethik betrifft.
Ja, weil die erste pazifistische Schrift der Menschheitsgeschichte ist von einem Chinesen geschrieben worden, von Moti. Der hat auch im Prinzip die Idee entwickelt des reziproken Altruismus. Also das ist schon in dem Buch zitiert, aber man hätte es natürlich mehr machen können. Nur, dann wäre das Buch eben noch sehr, 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 sehr viel größer geworden. Ich konnte es eben nur in Nebensätze reinbringen, weil dann, dieses Buch bewegt sich auch auf einem Markt. Ja? Also losgelöst davon, dass ich natürlich weniger über die Entwicklung der japanischen Musik weiß, als über die Entwicklung der europäischen Musik. Ist es aber auch so, dass sich diese Form von Musik auch in Japan und auch in anderen Teilen der Welt durchsetzt. Genauso wie das arabische und mathematische System sich ja durchgesetzt hat und nicht das lateinische. Also es ist keine Frage der, wie muss ich sagen, es ist kein eurozentristischer Blick, gerade im Bereich der Musik, sondern es ist eben tatsächlich so, dass das ein genauso überlegen ist, den anderen, würde ich sagen, den anderen Tonsystemen, also dieses 12-Ton-System, das wir haben, den pentatonischen Skalen, die man wunderbar benutzen kann natürlich, und jedenfalls der Blues-Song basierte drauf, wie das Kinderlied, aber es hat sich eben zu Recht durchgesetzt, genauso wie eben sich das arabische mathematische System gegen das lateinische durchgesetzt hat, weil es einfach effizienter ist. Aber man hätte das sehr viel umfassender machen können, da stimme ich völlig zu, nur wenn das Buch dann eben aus allen Nähten geplatzt, und das konnte ich eben auch nicht machen. Aber ich weise immer wieder darauf hin, ja, dass das so ist. Und es endet letztlich eben auch mit dem Inder, mit dieser Konversion zur Menschlichkeit. Das habe ich von Gora übernommen, einem der Mitstreiter von Gandhi. Also hätte man machen können, aber wie gesagt, das widerspricht nicht der Aussage des Buchs, sondern unterstreicht sie nur viel mehr und man hätte das also gewissermaßen, es könnte also jetzt eine Hoffnung Mensch asiatische Sonderausgabe geben, wo man eben darauf stärker hinweist. Die andere Frage oder ein bisschen das Statement bezieht sich ja darauf, natürlich, es hat nicht nur Nullsummenspiele gegeben, sondern es gibt einen riesen Fortschritt und tatsächlich ist der entstanden wesentlich durch Handel. Nur, das Problem in den letzten Jahren bestand ja darin, dass wir gar keinen Handel mehr betrieben haben, sondern eben, dass es ja gar nicht mehr um realwirtschaftliche Dinge ging, sondern um ein virtuelles Kapital, das in virtuelle Kapitalstöcke geschossen wurde, wovon man dachte, dass eben das virtuelle Investieren von virtuellem Kapital realen Wohlstand erzeugt, aber das ist eben nicht so. Das sind tatsächlich Nullsummenspiele und die haben eben nicht funktioniert. Und was mich einigermaßen beruhigt ist, dass nach dieser großen Finanzkrise, bei der ersten Finanzkrise war das nicht so, aber bei der zweiten großen Finanzkrise ist es doch deutlich geworden, dass viele das überhaupt den Zusammenhang von Schulden und Vermögen erstmals verstanden haben. Da gab es auch mal richtige Bestseller, die gezeigt haben, okay, so ist das Verhältnis und das ist die notwendige Umverteilung von arm auf reich, der gekoppelt ist an die Art und Weise, wie wir das ökonomische System entwickeln und die auch darlegen, dass natürlich notwendigerweise so ein System, weil es ein Kettenbriefsystem ist, zusammenbrechen muss. Ja, und in der Vergangenheit war das nicht so gut sichtbar, weil es immer wieder Kriege gab, die das vernichtet haben, und dann hat man wieder von vorne angefangen. Jetzt haben wir aber so eine lange Friedensphase in Europa und jetzt werden die Irrationalitäten dieses ökonomischen Systems offensichtlich. Und dadurch ist plötzlich etwas passiert, was man vorher nicht hätte erwarten können. Tatsächlich gibt es große Übereinstimmungen in der ökonomischen Analyse von Herrn Schirmacher von FAZ und Sarah Wagenknecht, die plötzlich für Ludwig Erhard eintritt. Also das ist eine merkwürdige, und zwar aus der Erkenntnis geworden, aus der Krise, weil in der Krise ist stets auch eine Chance. Und natürlich haben das Bill Gates und seinen Club auch erkannt. Bill Gates gibt ja auch nur, glaube ich, 1% an seine Kinder weiter, wenn überhaupt, oder noch weniger als 1%. Weil die wissen, das kann so nicht funktionieren. Man kann eben nicht so tun, als könnte man Monopoly spielen und die besten Straßen sind bereits vergeben und könnte das jetzt ewig so weiterführen. Das geht nicht. Ja, weil die Motivation, also das, was man ja immer normalerweise begründet hat, als der vernünftige Grund für soziale Ungleichheit war ja, dass Menschen unterschiedliche Leistungen erbringen. Aber das ist ja überhaupt nicht mehr der Fall. Es sind ja nicht mehr Leistungen, die das Vermögen generieren, sondern es sind eben Besitztümer. Geld macht reich und nicht das Anstrengen macht reich.
Ja, und da ist eben ein Fehler im ökologischen System und das müssen wir eben angehen. Und da ist es einfach schön zu sehen, dass sich das eben verändert und tatsächlich das, ich weiß auch nicht, wie ich in den 90er Jahren mal gesagt habe, wir bräuchten sowas wie Negativzinsen. Und da haben mich alle ausgedacht, als ich das in der Uni mal gesagt habe. Und jetzt ist tatsächlich so, dass Negativzinsen real existieren. Also Deutschland hat Geld bekommen dafür, dass Deutschland Kredit genommen hat. Ja, also man wird dafür bezahlt, dass man Geld ausleiht. Ja, das ist eine völlig neue Situation und das hat eben dazu geführt, dass im Moment die Lage relativ entspannt ist in Europa, weil die Zinsen so niedrig sind. Das ist ein Zusammenhang, der also klar ist und offenkundig haben es ein paar Leute kapiert. Ja. Es ist zu hoffen, dass es dann irgendwann, dass es auch dabei bleibt, weil wenn wir nochmal wieder anfangen, dann wird es eben notwendigerweise die gleichen Absurditäten geben. Ja, also ich meine, da müssen wir einfach rangehen, wir müssen es verändern und wir müssen uns hohe Ziele setzen. Vielleicht ist das letztes Zitat, weil es auch was mit dem Zynismus zu tun hat und auch mit diesen Dingen, weil eigentlich kann man die Aussagen meines Buchs in diesem schönen Zitat von Michelangelo, das ich ganz am Anfang schon bringe, zusammenfassen. Dann hätten wir am Schlusssatz und können sofort essen gehen. Also Michelangelo vor 500 Jahren, ein sehr wahrer Satz. Die größte Gefahr für die meisten von uns ist nicht, dass wir hohe Ziele anstreben und sie verfehlen, sondern dass wir uns zu niedrige setzen und sie erreichen.